in der heutigen Folge, für die es wissen, die wissen es auch ein bisschen schon, dass wir amigs immer gewisse tiefgründigere Themen dann in einer Stunde ein bisschen, uns genauer anschauen, und in dieser Stunde machen wir etwas zu dem Thema da unten, wo fixiert ist, und zwar Songs kommunizieren. Oder wie man richtig, sage ich jetzt einmal, tut Songs kommunizieren. Es gibt dort, ja, im Grunde genommen gibt es nicht ein richtig oder ein falsch, aber es gibt vielleicht gewisse Denkanstöße, die man verwenden kann, oder gewisse Ideen oder Inspirationen, die man sich nehmen kann, wo wir uns in dieser Stunde ein bisschen anschauen, wo einem ein bisschen helfen könnten, die extra Meilen zu gehen, mit einem Song-Release. Und vieles, was wir da jetzt auch werden besprechen, die Stunde, ist auch eher dafür gedacht, was man alles, eben die extra Meilen, zum Beispiel, was man könnte machen nach einem Release. Also nachdem der Song schon erhältlich ist, draussen ist auf dem Markt, und man den auch schon abspielen kann und sich anhören kann. Also vieles von dem handelt sich dann eher auch mit Aktivitäten, die man jetzt danach sich könnte anschauen. Weil für die sich ein bisschen, was sich mit dem Cola-Podcast ein bisschen schon auseinandergesetzt haben, egal ob jetzt auf YouTube oder da auf dem Channel, wissen auch, dass ich oftmals von so einer Langfristigkeit rede oder etwas langfristig halt aufbauen, und der Begriff allgemein langfristig oder nachhaltige Kommunikation oder kontinuierlich etwas aufbauen, so, das hat alles seinen Sinn und Zweck. Das sage ich natürlich nicht einfach so random, sondern auch zum den Leuten da draussen, die es interessiert, so ein bisschen aufzuzeigen, dass auch vieles, was mit der Songkommunikation zu tun hat, mit der modernen Songkommunikation, auch sehr ein langfristiger Mindset muss gesetzt werden oder sich dort ein bisschen vor Augen behalten werden muss, weil ganz viele dort, denke ich, vor allem unter den Künstlern und den Musikschaffenden so ein bisschen unterschätzen, dass die Lebensdauer von einem Track im Streaming sehr, sehr viel länger kann sein als vielleicht auch schon früher. Jam ist da jetzt auch schon dabei, jetzt kommt das vielleicht schon in unsere Rolle ein bisschen. Und von dem her, Jam, auch für dich, heute sind wir, gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Songkommunikation oder wie man Songs richtig kommunizieren kann, soll so ein bisschen Denkstöße angehen. Und wir sind gerade bei dem Punkt gewesen, so ein bisschen Einstieg vom Thema auch, dass Song kommunizieren auch vielmal mit halt dem langfristigen Mindset zu tun hat, vor allem deswegen, weil auch die Lebensdauer im Streaming, also der Produktzyklus, wie man das irgendwie so im Marketing jetzt würde nennen, aber wenn man jetzt von so einem Song-Lebenszyklus würde ausgehen, dass das eine sehr, sehr viel längere Geschichte kann sein, unter Industrieinteressierten unter euch oder vielleicht die halt mit der Industrie schon mal irgendwie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, die werden vielleicht irgendwann auf den Begriff Longtail kommen. Das hat auch viel mit dem ganzen Streaming, mit der ganzen Streaming-Thematik zu tun, dass man sich halt eben, darum habe ich am Anfang gesagt, schauen wir uns den Release an, nach Release, also der Song nach Release, weil es bei dem Longtail natürlich oftmals darum geht, okay, was passiert alles danach, wenn jetzt das soll jetzt ein Zeitstrahl sein, müsst ihr euch jetzt ein bisschen visualisieren, wenn jetzt da der Song rausgekommen ist, was passiert da und so weiter und so weiter, und da wird es jetzt einfach weitergehen, so in Zukunft. Und das ist halt dann eben der Longtail. Weil auch ganz einfach, oder wieso nehme ich die Begrifflichkeit der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit vielmal ins Maul, weil halt der Konsum, der Song-Streaming-Konsum, so Matthias ist auch da, cool, jetzt haben sich schon ein paar zusammengefunden da, bei dieser heutigen Folge. Ich hoffe, euch geht's auch gut so. Wir machen jetzt einfach gerade schnell da weiter, und sonst könnt ihr auch gerne reinsteppen, wenn euch da irgendwelche Inputs einfallen. Eben wieso nehme ich die Begrifflichkeiten Nachhaltigkeit und Langfristigkeit eigentlich immer ins Maul oder nutzt das, weil man einfach sich ein bisschen immer mehr und mehr bewusst muss sein, dass Song-Streaming-Konsum
nicht nur etwas ist, wo eine Woche anhaltet. Sine ist jetzt auch da, jetzt hat sich die ganze Künstlerfraktion hat sich jetzt langsam gemeldet. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, Streaming, hey, alles klar. Ich hoffe, ihr habt alle gut gestartet da und hoffentlich auch mit viel Blessings in das 2020. Aber ja, der Grundsatz vielleicht dort dahinter Streaming entscheidet sich nicht nur in einer Woche. Ein paar, die da jetzt dazu schauen oder ein paar, die das später gesehen haben oder gesehen werden, haben das oftmals sicher schon mitbekommen, dass Streaming halt eher so ein Marathon-Gedanken ist und auf keinen Fall soll so angeschaut werden wie bei den CD-Verkäufen früher, dass das irgendwie nur in der ersten Woche alles soll entscheiden oder so wie man die Kinos und die Box-Office-Bestseller anschaut an der Kinokasse, dass irgendwie der Kino X so viel in der ersten Woche irgendwie verkauft hat. Streaming, ironischerweise, auch wenn vielmals noch so Rekordmeldungen und so kommen, à la 24 Stunden, in 24 Stunden so und so viele Streams gemacht, ist die Ironie, die grosse Ironie dort dahinter, dass das total widersprüchlich ist mit dem, wie Streaming eigentlich tatsächlich funktioniert. Weil das halt eine langfristige Konstante soll sein. Im besten Fall etwas, was sich kontinuierlich aufbaut. Und jemand, der sich ein bisschen mit Statistik befassen oder ein bisschen aufgepasst hat in der Schule mit Statistik, weiss auch, dass das nicht ein linearer Wachstum ist, wo da amigs dazukommt im Streaming, sondern sich das auch alles addieren und multiplizieren kann mit der Zeit. Darum ist es halt wichtig, dort im Grunde genommen als allererstes natürlich, wenn wir uns um so Erfolg befassen, wie Songs kommunizieren, dass man ein bisschen versteht, dass genauso wie der Konsum bei einem Song länger als eine Woche geht, also im Idealfall sehr langfristig im Streaming, muss man entsprechend so auch in der Kommunikation, in der Songkommunikation anfangen zu denken. Weil ich denke, im Grunde genommen kann man das schon sagen, dass obwohl jetzt der Streaming so schnell gekommen ist oder gefühlt irgendwie ein Schweizer Markt alles schnell überholt hat und jetzt am Regieren ist, hat man, glaube ich, haben ganz viele Schweizer Künstler immer noch Mühe, oder zumindest sehe ich das, haben viele noch Mühe mit der neuen Kommunikationsmentalität, dass du halt dementsprechend, dass es natürlich auch nicht mehr reicht, einfach nur 1, 2 Posts zu machen. Es hat's nie, auch in der Vergangenheit hat das nie gereicht, aber jetzt halt erst recht, weil halt Streaming so langfristig ist, muss man halt entsprechend seine Kommunikationsmaßnahmen oder was man halt macht mit Content und Kommunikation, muss man halt auch langfristig ziehen. Genau, in dieser Stunde aber hoffen wir, wenn das jetzt dann noch reicht zeitlich, widmen wir uns eher so ein bisschen spezifisch dann bei der Songkommunikation, was es so für Blockaden könnte geben, so in gewissen Etappen. Ich habe mir jetzt einmal so im Skript oder was ich mir vor Notizen gemacht habe ich so aus dieser Perspektive gemacht, wenn man jetzt bei 1000 Streams wäre oder 2000 Streams total bei einem Song, so, und was wären jetzt die nächsten Schritte, um dort mehr Konsum generieren, wie müssten wir kommunizieren, um dort die nächste Etappe zu erreichen. Das, was ich aber von dem, was wir da jetzt da werden diskutieren, oder vielleicht hoffentlich machen dann noch ein paar mit im Chat und dann können wir noch ein bisschen das interaktiver gestalten, kann man natürlich all das auch anwenden mit grösseren Zahlen oder auch kleineren Zahlen. Das verhaltet sich eigentlich, egal wie gross man ist, egal ob man jetzt mit 1 Million Streams rechnet oder im Kopf hat, oder mit 500 Streams, verhaltet sich das mehr oder weniger Konsumverhalten mit der Kommunikation ist eigentlich meistens sehr ähnlich. Gegen oben hin, umso grössere Ziele, Streams man würde erreichen, umso schwieriger wird's natürlich. Aber ja, das Beispiel, wo ich jetzt da drauf ausgehe, Chantwas ist auch da, ist eher, wenn man jetzt sagt, okay, ja, man ist irgendwo bei 1000, 2000 Streams, oder lass es 10.000 Streams sein bei einem Song, so, für die es ein bisschen glücklicher getroffen haben da draussen. Und was wären jetzt die nächsten Etappen? Wie kann man es jetzt kommunizieren, den Song kommunizieren, dass man vielleicht auf 30.000 Streams kommt, oder von 1000 auf 5000 Streams, oder von 5000 auf 10.000 Streams entsprechend.
Aus dieser Perspektive schauen wir uns das ein bisschen an. Auch nicht spezifisch auf irgendeine Plattform, also die Denkanstöße, die wir da ein bisschen besprechen, kann man ein bisschen auf alles anwenden, hoffentlich. So, oder sollen euch auch ein bisschen inspirieren. Genau. Wo würde ich jetzt anfangen? Ich sag mal, aus professioneller Musikmarketing-Sicht kann man sich eigentlich für jeden Song wie so einen individuellen Track-Travel-Prozess ausdenken. Track-Travel-Prozess nennt man das so ein bisschen im Fachmännischen, was so ein bisschen der Wanderweg oder die Route von einem Song soll sein. Weil jeder Song hat, wenn man den würde durchleuchten, egal ob in deinem eigenen Katalog oder bei irgendeinem anderen Künstler oder einer Künstlerin, hat wie so einen eigenständigen Weg, wo er geht. Nicht jeder Song hat die gleichen Aufgaben in deinem Katalog. Vielleicht ist halt einer für eine gewisse Zielgruppe, ein anderer für eine andere Zielgruppe. Vielleicht hat der eine die andere, komplett andere Wirkung. Vielleicht wirkt einer besser am Morgen, der andere besser am Abend, was auch immer. Aber all das und die Entwicklung von einem Song kann man sich auch, das hilft halt amigs auch, dass man sich das in einem Track-Travel-Prozess so ein bisschen kann visualisieren oder vielleicht allenfalls auch notieren. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen Basic Introduction, weil man das auch noch viel tiefgründiger kann anschauen. Aber für das Beispiel halber jetzt soll man sich das ein bisschen so vorstellen, dass ein Song, um den richtig zu kommunizieren, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann, Simple schreibt das safe, dass man sich besser vorstellen kann, wo ein Song soll durchgehen, oder dass man sich ein bisschen eine Route im Kopf vorstellt. Im Idealfall gibt's halt so eine Route oder einen Track Travel, weil das ist auch nicht etwas, wo man immer kontrollieren kann, sage ich einmal. Das ist, viele von diesen Faktoren sind vielleicht auch teilweise Timing bedingt oder haben nicht nur mit einer Songkommunikation sozusagen zu tun. Aber es hilft, wenn man das eher in so einem Routenlauf, in so einem Etappenlauf anschaut, wie früher was ist das gewesen, in der Schule, beim Sporttag. Wenn man sich das in so einem Etappenlauf anschaut, seine Songkommunikation und seine Songentwicklung, dann hilft das auf jeden Fall, Lücken feststellen. Also Lücken, wo du vielleicht noch könntest irgendetwas machen oder wo dir vielleicht noch irgendetwas fehlt in deiner Songkommunikation. Wie gesagt, aber Basics von dem Ganzen, Basics sehen dort so aus, wenn man jetzt sagt, wenn man mich jetzt fragen würde, ja, aber Alex, was hat's mit so einem Song Track-Travel-Prozess auf sich so? Erklär mir mal, wie das jetzt könnte aussehen, wenn ich meinen eigenen Song nehme und ich soll mir jetzt vorstellen, wo der soll angehen oder was für eine Route soll der nehmen. Das Einfachste, was man dort machen kann, am Anfang, wenn man will, dass sein Track irgendeine bestimmte Route angeht oder irgendeinen Wanderweg, wo man jetzt bestimmen will, tut man es am besten in zwei Gruppen aufteilen. Einfach halber, 2 Kreise. Ein Kreis sind all die Leute oder die Zielgruppe von Leuten, wo schon bei dir ist, wo dir schon folgt. Also alle Leute, die dir folgen auf deinem Social Media Profil oder wo irgendwie schon mal einen Bezug aufgebaut haben zu deinem Katalog oder zu deinen bestehenden Songs. Das ist halt ein Kreis. Und dann ist der zweite Kreis die Leute, die den Song noch nie gehört haben und wo auch noch nie einen Bezug aufgebaut haben mit dir. So, das sind die 2 simpelsten Kreise, wo man sich so ein bisschen von aussen anschauen kann. Zu der ersten Zielgruppe, also zum ersten Kreis, wo dir bereits folgt, dort kann man sich jetzt den Track-Travel-Prozess so vorstellen, oder wie der Song sollte wandern, dass man sich erstmal anschaut, okay, der Blob, sage ich jetzt mal, oder die Bubble von Leuten, wo dir schon folgt, haben die, und das wird alles nachher ein bisschen Sinn machen, oder wir werden dann nachher den Kreis schliessen, hoffentlich, so. Das klingt jetzt vielleicht alles noch ein bisschen kryptisch. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Bubble an von diesen Leuten, wo euch schon kennt und wo euch schon folgen. So. Jetzt, wenn der Song halt rauskommt
und released worden ist, habt ihr sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt schaut oder euch da ein bisschen Inspiration sucht, habt ihr vielleicht ein paar Mal das schon postet, 3-4 Mal schon postet und dann ist er vielleicht im besten Fall bei 1000, 2000 Streams oder eben bei 10.000, je nachdem mit welchem Zahlenbeispiel du das machst. Und dann ist man langsam ein bisschen an der Grenze von dem, was man jetzt machen soll noch als nächstes. Und dort kann man jetzt mit dem ersten Kreis, mit den Leuten, die da folgen, kann man jetzt ein paar Sachen anschauen. Zum einen kann man sich im Track-Travel-Prozess, also im Prozess, auf welchem Stand dein Track ist, kann man sich anschauen, sind überhaupt alle, die dir gefolgt haben, bislang, sind die tatsächlich informiert worden, dass der Song da ist. Weil dort gibt's halt 2 Steps. Zum einen gibt's halt den Schritt, ich muss die Leute zuerst mal informieren, also die müssen zuerst mal über das neue Produkt, sage ich jetzt mal, das Songprodukt, den Song-Release, müssen die zuerst mal Bescheid wissen. Weil bevor sie nicht überhaupt Bescheid wissen, können sie das Zeug auch gar nicht konsumieren. Macht irgendwo durch auch Sinn. Jetzt, was zu viel Mal dort halt passiert, dass man halt davon ausgeht, nach 2-3 Mal posten, ganz einfache Weisheit eigentlich, dass man halt das Gefühl hat, nach 2-3 Mal posten, der Kreis von diesen Leuten, die euch folgt, von der ersten Zielgruppe, die sind schon lange abgeholt, nach 2-3 Mal posten. Das ist einer von diesen Denkfehlern, wo ganz viele Künstler und Künstlerinnen da draussen machen, weil die meisten zu dem Zeitpunkt, wo man vielleicht das 2-3 Mal postet hat, oder lass es 5 Mal posten sein, sind vielleicht lediglich darüber in Kenntnis gesetzt worden oder informiert. Die wissen jetzt, aha, etwas ist draussen. Aber dort nicht gerade Schlussfolgern, wegen dem erkläre ich das Beispiel auch, dort soll man halt nicht gerade Schlussfolgern, dass die Leute auch alle tatsächlich den Song konsumieren. Weil das sind immer noch 2 verschiedene Sachen. Über einen Song Bescheid wissen und informiert sein, dass ein Song überhaupt draussen ist, von dir oder von dem, wo da den Song kommunizieren, ist das eine. Aber das andere ist, über den Song Bescheid wissen, also das Wissen haben und die Einstellung, dass der Song da ist. Aber die Einstellung, und da kommen wir nachher dazu, ein bisschen, kommen wir in das Musikmarketing-Ding, aber die Einstellung, dass man die auch konsumieren will, ist dann eine andere. Das sind so ein bisschen die 2 Steps, wo man sich dort anschauen kann. Darum sage ich ja Track-Travel-Prozess, oder nenne ich das so, mit dieser Route, weil es kann sein, egal wer jetzt dazu schaut, es kann sein, dass 2 Leute mir jetzt dazu schauen und bei der einen Person, beim einen Künstler, ist man vielleicht in dieser Phase mit dem Song, dass die Leute informiert sind, aber den noch nicht richtig konsumieren. Und vielleicht die andere Person, die man dazu schaut, jetzt und auch ein bisschen inspiriert wird davon, die ist vielleicht an dem Punkt jetzt, wo die Leute das schon aktiv konsumieren. Aber dort gibt's nachher auch nochmal einen Step drüber. Und zwar, wenn wir jetzt immer noch in dem Kreis bleiben, von diesen Leuten, die euch folgen, dass wir dort, und dort reden wir halt in so einem Marketing-Sinn von einer Intensivierung, also etwas intensiver hören in dem Fall, dass man sich halt anschaut, mit einem einfachen Beispiel, sagen wir 200 Leute folgen euch, dass man sich jetzt zum ersten anschaut, okay, mit der Songkommunikation, die man bis jetzt schon gemacht hat, wissen überhaupt all die 200 Leute, die mir folgen, dass ein Song existiert. Das wäre der erste Step. Und der zweite Step ist, okay, von diesen 200 Leuten, die mir folgen, eben das Beispiel kann man noch so fest aufrechnen am Ende vom Tag, von diesen 200 Leuten, die mir folgen, hören auch haben all die 200 Leute den Song einmal gelost bis jetzt, oder mehrmals gelost im besten Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, oder es sieht meistens bei vielen dann so aus, dass von diesen 200 Leuten, die einen folgen, dass zwar vielleicht, lass es 80% von diesen 200 Leuten sein, wissen zwar, dass der Song da ist, oder dass der existiert irgendwo in der Welt, von dem Künstler oder von dieser Künstlerin, aber vielleicht weniger als die Hälfte hat den mal ein bisschen anfangen anspielen, und nochmal die Hälfte von diesen Personen, und das sind am Schluss vielleicht nachher nur noch 10, 20, 30 Leute, los das auf Endlosschlaufe oder on Repeat. Und das sage ich jetzt ein bisschen grosszügig, weil man kann sich immer so ein bisschen 15-20% abrechnen
von diesen Leuten, die nachher wirklich Die-Hard-Fans sind und die das auf und ab hören. Und darum muss man sich das ein bisschen anschauen mit seiner Songkommunikation, weil was jetzt oftmals passiert, einfach zum euch ein kleines Beispiel geben, in der Schweiz, was ganz oft passiert, ist, dass man halt eben seine 200 Follower hat oder seine 1000 Follower und das Gefühl hat, mit 3 Posts habe ich schon alle erreicht. Achtung, das ist das eine. Aber ich mache auch den Denkfehler, dass ich das Gefühl habe, dass alle von diesen Leuten auch schon meinen Song auf und runter gehört haben. Und wenn man nachher halt würde das in den Analytics anschauen, in den Artist Analytics, merkt man halt ganz oft, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Schon gar nicht erst nach 3 Posts. Weil das bei den wenigsten Künstlern so der Fall ist, oder praktisch bei gar keinen Künstlern, die ich da draussen sehe, dass schon alle geschnallt haben, dass dein Song überhaupt dort draussen existiert. Meistens nach 2, 3 Posts wissen die ersten Leute mal, die dir die ganze Zeit folgen, wissen halt, dass ein neuer Song von dir da ist. Aber es kann sein, einfach als einfaches Beispiel, dass die vielleicht erst nach Woche 7 oder nach Woche 8 von einem Release, darum sage ich, behandeln wir in dieser Stunde auch vor allem, was man soll kommunizieren oder wie fest man soll kommunizieren nach einem Release, weil das interessiert mich mehr, als was du vor einem Release alles kommunizieren im Moment, so. Und dann würde man vielleicht merken, dass die meisten vielleicht erst in Woche 6 oder Woche 7 dann effektiv den Song hören, aus welchen Gründen auch immer, weil sie gerade mit einem anderen Song beschäftigt sind, weil sie nicht so viel Zeit haben, oder vielleicht erst nach einem anderen Post von dir, 5 Wochen danach, oder vielleicht 2 Monate danach, erst einmal auf die Idee gekommen sind, ich habe ja die ganze Zeit gehört, wie der Künstler XYZ da von dem Song geredet hat, und jetzt habe ich mich langsam darauf eingestellt, dass ich den jetzt hören kann. Darum versteht ihr vielleicht auch ein bisschen, wieso der Track-Travel-Prozess, wie ich den vorher genannt habe, bei jedem Song individuell ist und auch bei jedem Künstler oder wie der Künstlerin individuell kann sein. Und kein Song verläuft genau auf der gleichen Strecke oder geht die gleiche Route, sage ich mal. Und auch von der Langfristigkeit, das macht dann wiederum Sinn, wenn man das in so einen Streaming-Raster tut, wo sagt, okay, da nach rechts geht's in die Zukunft so, links ist alles, was schon war. Und weil halt Streaming so langfristig ist und nachhaltig und man dort halt mit der Zeit kann arbeiten, weil man dort etwas Nachhaltiges aufbauen will, merkt man dann ziemlich schnell, dass man auch den ersten Kreis, die erste Zielgruppe, wie ich sie vorher genannt habe, wo dir schon folgt, dass dort vielleicht ein Unterschied noch bestehen muss zwischen wer ist schon informiert, also nicht vielleicht ziemlich sicher besteht ein Unterschied zwischen denen, die schon informiert sind und den Song hören, oder denen, die vielleicht informiert sind, aber den Song noch nicht hören, oder sogar denen, Szenario 3, die informiert sind, den Song hören, aber nicht nur einmal gehört haben, sondern mehrfach am Tag hören, weil es einfach zu ihrem Lieblingssong geworden ist. Und dass man den Status weiss, oder ein bisschen weiss, wo sein Song gerade steckt, das hilft dir, das entscheidet eben recht fest nachher, wie du weiter kommunizierst, weil wir es ja in dieser Folge auch beim Cola-Podcast auch ein bisschen davon haben, wie man halt einen Song richtig soll kommunizieren, weil ohne dass du den Status ein bisschen für dich selber weißt oder erfahren hast, okay, wer hört das tatsächlich alles, oder wie viel Prozent, sage ich mal, von den Leuten, die mir folgen, hören das schon. Ohne das wirst du auch nicht wirklich wissen, wie du deinen Song weiterhin kommunizieren. Und wenn man mich jetzt fragen würde, ja, wie findet man das raus? Da gibt's jetzt noch ein paar andere Tipps, wo ich nachher darauf eingehen kann. Aber da gibt's jetzt auch natürlich viele Analytics mittlerweile heutzutage, wo einem genau sollen helfen, diese Frage zu beantworten. Wer hört eigentlich mein Zeug genau? Und wie viele Leute sind das eigentlich schon am hören, wo in meinem internen Kreis schon sind. Eben dort einfach als, muss ich da schnell einen Schluck nehmen. Und ich hoffe, für die das jetzt später werden sehen, oder für die da zuschauen, macht das ein bisschen Sinn. Wie auch schon in anderen Folgen,
wenn ihr da Input habt, einfach sehr, sehr gerne in den Chat, egal was euch einfällt oder wenn ihr Fragen habt. Ich gehe da sehr gerne drauf ein nachher. Das ist auch ein bisschen ein kryptischeres Thema, sage ich jetzt einmal. Darum wird das vielleicht gegen den Schluss auch noch wieder ein bisschen Sinn machen. Jetzt 30 Minuten im Stream macht vieles von dem noch nicht so Sinn, weil sich der Kreis noch nicht geschlossen hat, sage ich jetzt mal. Aber dort spüren wir ein bisschen in dem Beispiel vorher mit dem ersten Kreis, mit der Zielgruppe. Und dass gewisse Leute vielleicht informiert sind, aber noch nicht den Song hören, gewisse andere Leute informiert sind und schon den Song hören, oder gewisse Leute gar noch nicht erst wissen, dass du einen neuen Track draussen hast. In dem allem kann man ein bisschen den Grundsatz rausspüren, dass Konsumenten, oder an den Grundsatz kann man sich ein bisschen halten, an das Mantra. Das kann man nachher auch ein bisschen realistischer anschauen wegen dem, oder es hilft einem, das ein bisschen bodenständiger und ein bisschen realistischer anzuschauen, dass man sich an den Grundsatz haltet, Konsumenten brauchen länger, bis sie sich einmal an einen Song gewöhnt haben. Das kann mehrere Monate gehen. Man redet auch oftmals im Streaming von 5 bis 6, 5 bis 8 Monaten. Das ist jetzt keine Faustregel. Aber wenn ihr wirklich wollt, dass sich Konsumenten oder Fans oder Musikhörer an einen Song dran gewöhnen, dann kann das ein sehr langer Prozess sein. Und es ist einfach wichtig, wenn überhaupt etwas soll mit dieser Folge ein bisschen vorkommen oder euch inspirieren, ist halt sehr wichtig, dass man jetzt versteht, so im heutigen Zeitalter mit Streaming, dass es wirklich nicht mehr etwas ist, wo du den Konsument von einer Woche auf die andere überzeugt hast mit dem Track. Also, auch wenn es jetzt vielleicht da 1, 2 Themen gibt, wo so aussehen von außen, als wäre das mega schnell irgendwie explodiert und mega schnell irgendwie alle sind begeistert von dem Thema, ist es in 98% der Fälle, sage ich jetzt einfach mal, kann das ein sehr langer Prozess sein, wenn man sich jetzt einen Song von dir würde anschauen. Je nachdem, wer da jetzt als Musikschaffender zuschaut oder Produzenten vielleicht, wo das auch interessiert. Einfach den Grundsatz muss man wirklich ein bisschen verstehen, wenn es um Songkonsum geht im Streaming und wenn es um die eigene Songkommunikation geht, ist es sehr wichtig, dass man nicht nach 3, 4 Wochen schon die weisse Fahne schwingt und aufgeht, sondern dort auch wirklich weitermacht und sich zuerst mal auch anschaut oder darauf besinnt, okay, vielleicht ist man jetzt an einem Punkt, wo man halt sagt, ja, ich habe 5000 Streams, Alex, oder ich schaue das jetzt und ich komme nicht weiter, ich bin an so einer Obergrenze angekommen, bei 5.000, 6.000 Streams. Es streamt zwar, aber es wird irgendwie nicht stärker, so alle meine Songs hören irgendwie bei 5, 6, 7.000 Streams auf, dass man sich dort überlegt, okay, der Song, wo man jetzt gerade am Pushen ist, oder der Release, wo man jetzt gerade aktuell hat, was gibt's jetzt in dem Song-Travel-Prozess, was gibt's jetzt noch für To-Dos, wo ich muss machen und wie muss ich nachher meinen Song kommunizieren. Und für das muss man ein bisschen halt in die Analytics reingehen, oder man kann das natürlich auch nach Gefühl machen, oder man kann auch die Leute da raus fragen, mit einer einfachen Umfrage, und einfach darauf hoffen, dass die Leute dann auf den Social Media dir das ehrlich sagen, und dann einfach mal fragen von diesen Leuten, die halt dann in deine Story würden sehen oder in deinem Feed sind, wie viele Leute tatsächlich den Song schon mitbekommen haben, oder wie viele Leute halt den Song schon gehört haben. Und dann werdet ihr sehen, dass dort ein rechter Unterschied auch kann sein von denen, die ihn vielleicht einfach einmal gehört haben und sich nachher denken, ja gut, ich habe mir nichts, also von Konsumentensicht meine ich jetzt, und sich sagen, ja, ich habe mir ja nichts weiter dabei gedacht, du hast, der Künstler oder die Künstlerin hat das einmal gepostet, ich habe es einmal gelost, ich finde es okay, haben es aber nicht weiter gelost, so. Und wenn man dort die Übung nicht macht als Musikschaffende und sich das nicht ein bisschen genauer anschaut, dann wird man immer in so einem Teufelskreis sein, sage ich mal, dass du nach 3, 4 Wochen einfach nicht mehr weisst, was weitermachen, den Song aufhörst kommunizieren und nachher interessiert der Song einfach niemand mehr und du gehst zum nächsten Song. Das kann man natürlich auch machen. Und nachher muss man halt in 3, 4, 5 Wochentakt immer einen neuen Song raushauen. Aber ich würde jetzt da bei dem Cola-Podcast oder bei diesen Folgen, wo ihr da seht, würde ich jetzt auch nie irgendwie, würde ich auch nie irgendwie so sagen, à la, oder das so beibringen, dass man jetzt einen Song nach dem anderen, nur Quantität zählt und
nur so soll man das schaffen, sondern in dieser Folge jetzt vor allem gehen wir halt von einem Beispiel aus, dass man sagt, man schaut sich halt man pickt sich wirklich einen Song von einem und schaut sich, was man mit dem Song kommunikationstechnisch noch machen kann, und wie man das nachhaltig kann strecken. Dort auch, um das ein bisschen pragmatisch zu machen, weil jetzt dann natürlich auch sehr viel, nicht so viel Beispiele da dahinter stecken. Eben, wie kann man jetzt herausfinden, wie gut es jetzt um den Song steht oder nicht, bei deinen Fans, die dich schon kennen. Frau Blum ist auch noch da, cool, dass ihr da noch einschaltet, an dem heutigen Abend im Cola Podcast. Und für die zwischendurch, die das nachher irgendwann später werden sehen, wenn euch diese Folge nicht passt oder irgendwie findet, ja, das ist jetzt, nicht so ein cooles Thema, könnt ihr das sehr, sehr gerne auch auf dem YouTube-Channel oder irgendwo in den Vorschlägen, ob unten in den Video-Descriptions oder egal wo ihr das seht, werdet ihr auch ganz viele andere Themen sehen. Aber wie kann man jetzt ganz einen einfachen, pragmatischen Tipp, Achtung, wie kann man jetzt erfahren, ob man seinen Song schon genug kommuniziert hat? Und weil, es wäre auch fair, wenn man Leute sagen würden, ja, aber Alex, wie weiss ich das jetzt? Bei den Leuten, die mir folgen, bei meinen Fans, bei denen, die schon da sind. Ich rede jetzt von dieser Fanbase, die bei dir schon dir zuschaut auf den Social Media Kanal und schon besteht. Nicht neue Leute, die dich noch nicht kennen. Wie weiss ich jetzt, ob die Leute alle meinen Song schon kennen und den auch schon auf und runter hören und gehört haben? Jetzt gibt's einen ganz einfachen Trick. Man geht halt auf seine Artist Analytics, Spotify for Artist oder Apple Music for Artist, YouTube for Artist, also dem Creator Studio bei YouTube. Schaut euch bei allen 3 Plattformen das an. Es ist wichtig, dass ihr das nicht auch nur bei einer Plattform macht, sondern bei all diesen 3 Plattformen. Und dann geht ihr dort auf Tracklisten, wo ihr alle eure Tracks seht und wie viele Streams sie haben oder Downloads, je nachdem, was ihr anschaut. Aber wir machen das vor allem jetzt wegen den Streams, weil das ist so die wichtigste neue Zahl, wo man sich müsste anschauen, wo das ein bisschen aufzeigt. Und dann kann man dort alle Tracks anzeigen lassen und dann kann man meistens bei all diesen 3 Tools, die ich euch jetzt aufgezählt habe, kann man oben rechts einstellen, zeigen wir nicht die letzten 7 Tage an, Konsum, also Streams, sondern zeigen wir die letzten 28 Tage an oder die letzten 60 Tage oder 90 Tage. Und dann geht man auf 30 Tage oder auf 60 Tage zurück, also umso länger, umso besser, so für das Beispiel jetzt, weil vielleicht die 7 Tage erzählst dir halt nicht die ganze Geschichte, die du jetzt erfahren willst für die Analyse. Und nachher geht man jetzt als Beispiel die letzten 28 Tage einstellen. Und wenn man dann nach Streams filtern, das heisst, der grösste Track, der am meisten gestreamt wird in den letzten 28 Tagen, ist dann ganz oben, wenn man die Übung jetzt richtig gemacht hat. Und dann tut man filtern nach dem, der am meisten Streams hat. Und wenn man jetzt sieht, dass das irgendein älterer Track ist, der zuoberst oben ist, und nicht der neueste Song, wo man jetzt vor 6, 7, 8 Wochen released hat, dann weiss man, okay, die meisten Fans, die jetzt gerade bei mir auf meinem Artist-Profil sind, die hören sich ältere Songs an, aber vielleicht kennen noch nicht alle den neuesten Song. Weil, ich sage mal, im Idealfall, das ist jetzt auch keine Faustregel, aber im Idealfall, wenn man so nach 1,5, 2 Monaten nach Release schafft, dass der neueste Track, oder der aktuellste Track, auch der am meisten gestreamte Track ist, in den letzten 28 Tagen oder in den letzten 60 Tagen, je nachdem, wie lange man natürlich zurückschaut, dann weiss man zumindest, okay, die Fanbasis, die ich habe, oder der Kreis von inneren Leuten, die mich schon kennen, die wissen auch alle safe, dass ein neuer Song existiert und die meisten, 80%, 70% von denen hören den auch schon und hören den so fest, dass es mein meist gestreamter Song ist. Und so kann man auch ganz, ganz einfach ermitteln, haben die Leute aussen überhaupt geschnallt, ob mein Song da ist oder nicht. Weil anderes Beispiel jetzt wäre, wenn der oberste Song irgendein Track wäre, der vor 1,5 Jahren rausgekommen ist, sag ich jetzt mal, oder vor einem Jahr ist der im Katalog rausgekommen und dein aktueller Track, wo du da die ganze Zeit am Kommunizieren und am Pushen bist, ist vor einem Monat, 2 Monaten rausgekommen
ist vor 2 Monaten rausgekommen. Und du hast ihn am Anfang ein bisschen kommuniziert, so die ersten 3-4 Wochen. Und er ist nicht zuoberst, sondern auf Platz 15. Wenn du jetzt 15 Tracks hättest in deinem Katalog, dann weisst praktisch gar niemand, ist der am Hören von deiner Fanbasis und niemand hat den mitbekommen. Bis jetzt. Dann muss man vielleicht irgendetwas in seiner Kommunikation ändern, oder macht man irgendetwas falsch, weil niemand da aussen auf deinen Social Media Kanal bekommt in dem Fall den neuen Song mit über. So, das ist jetzt wirklich nicht eine Faustregel, dass der immer dort oben muss landen nach 2 Monaten. Aber ich habe mir das amigs immer so ein bisschen zum Ziel genommen. Vor allem, wenn man jetzt noch nicht so Classics hat, sage ich mal, in seinem Katalog, wo jetzt gerade, wo schon hure viel Streams haben und die wirst du jetzt nicht so schnell wieder aufholen. Wenn du jetzt eher ein Newcomer-Künstler oder Künstlerin bist, wo so 4, 5, 6, 7 Tracks draussen hat, und die haben alle so 30, 40.000 Streams, oder vielleicht haben die zwischen 5 und 10.000 Streams. Eben das Beispiel kann man mit jeder Grösse machen. Und es gibt keinen, wo so richtig durch die Decke gegangen ist innerhalb von deinem Katalog. Dann kann man es so mit dem Analytics-Beispiel kann man sehr gut einfach schnell abchecken, okay, wer lost das eigentlich alles? Weil es kann auch, dort werdet ihr dann vielleicht sehen, wenn ihr den Konsum ein bisschen analysiert für euch selber, werdet ihr auch merken, dass vielleicht auch viele auf euren Social Media Kanal euch etwas vormachen, und zwar alle sagen, das ist Fire, und alle sind's am geil finden in den Kommentaren, aber wer ist es tatsächlich am Hören? Das willst du halt herausfinden. Und für das sind halt die Analytics, ob das jetzt Spotify for Artists ist, Apple Music for Artists oder YouTube Creator Studio oder YouTube Analytics, ist das sehr gutes Tool, um sich da anzuschauen, und vor allem, um sich halt den Track-Travel-Prozess anzuschauen, okay, wo steckt der Song und wie fest muss ich noch kommunizieren. Haben das jetzt schon 90% von meinen Leuten gelost, muss ich in dem Fall nicht mehr so fest kommunizieren wie vorher, oder hören das 10% von all meinen Leuten, dann muss ich in dem Fall noch ein bisschen weiter kommunizieren. Oder muss ich das längerfristig kommunizieren. Das ist so ein bisschen der Grundsatz, und ich hoffe, es leuchtet ein bisschen ein für die Leute, die da jetzt neu dazugestoßen sind. Für die letzten 20 Minuten willkommen. An diesem Abend natürlich. Für die das später auch werden sehen, auf dem YouTube-Channel wird es das Ganze auch nochmal geben. Ich winke mal denen dazu, die neu eingestiegen sind. Aber für die letzten 20 Minuten schauen wir uns jetzt noch an. Zum einen gibt's halt die erste Zielgruppe, aber es gibt auch eine zweite Zielgruppe von Leuten. Und die zweite Zielgruppe würde ich jetzt, oder der zweite Kreis, weil ich habe ja von 2 Kreisen geredet am Anfang. Der zweite Kreis wären die Leute, die noch nie einen Bezug zu dir aufgebaut haben, dir nicht folgen und dich auch nicht kennen und auch den Song noch nie gehört haben. So. Also die Leute, die noch nie irgendeinen Bezug zu dir aufgebaut haben. Dort, wie sieht jetzt der Track-Travel-Prozess dort aus? Was für eine Route muss jetzt der Song dort gehen? Die Leute wissen ja gar noch nicht, dass du existierst oder dass dein Song existiert. Das heisst, zuerst einmal musst du die Leute finden oder musst herausfinden, ob die Leute oder welche Leute überhaupt den Song könnten geil finden, von dem wir da reden oder wo du da versuchst zu kommunizieren. Und sobald du herausgefunden hast, okay, das ist jetzt das sind die Type Menschen, die das könnten geil finden, aber die wissen einfach noch nicht, dass ich existiere oder dass mein Song existiert, geht man herausfinden, wenn man die identifiziert hat, geht man herausfinden, okay, in welchen Umfeldern, wo stecken die Leute überhaupt? Und dann tun die da oben dann irgendwie noch einblenden lassen. Dann reden wir vielleicht irgendwann einmal von der Medienarbeit oder kommen andere Faktoren ins Spiel, dass man erkennt, okay, easy, irgendwie muss man die Leute erreichen oder die Leute kennen einen ja noch nicht und man weiss aber, die sind auf dieser Plattform sind die daheim oder auf dem Kanal sind die vor allem, egal ob das jetzt irgendein Instagram-Kanal ist oder auf YouTube sind die irgendwo oder irgendein anderer Künstler oder Künstlerin, die haben die Fans schon und man wird auch ein bisschen von diesen Fans haben oder wird die auch können überzeugen. Dann muss man halt herausfinden, auf welchen Plattformen, auf welchen Umfeldern, wo findet man die Leute. Und dann muss man einfach herausfinden, was ist die gängige Songkommunikation, wie soll man halt den Song kommunizieren an Leute, die einen komplett noch nicht kennen.
Und das, was ich vorher mit diesen Steps, wie ich das genannt habe, zuerst muss man halt informieren, dann müssen halt die Leute überhaupt darüber Bescheid wissen, dass der Song existiert, und nachher fängt erst der Konsum an. Das ist bei Leuten, die euch gar noch nicht folgen, ist das genau der gleiche Prozess. Darum eben Prozess, Track Travel Process, so dort kommt das Ganze nachher wieder ins Spiel oder schließt sich halt der Kreis, weil selbst bei Leuten, wo dir gegenüber noch komplett unbekannt sind oder dich nicht kennen als Künstlerin oder Künstler und auch deinen Song nicht kennen, dort kann man nicht davon ausgehen, dass, wenn man einmal denen würde den Song schicken oder irgendwie Promo macht dazu und die checken jetzt, dass der Song existiert, muss man nicht davon ausgehen, dass die gerade sofort anfangen, den Song auch zu kommunizieren. Meistens braucht es halt mehrere Anläufe, bis überhaupt Leute wissen oder überhaupt in Kenntnis gesetzt worden sind, dass dein Song da ist, und müssen vielleicht auch überzeugt werden, dass dein Song geil genug ist, dass ich mir ihn anhören als Konsument oder Konsumentin, jetzt eher aus dieser Perspektive. Weil ihr müsst immer ein bisschen mit dieser Überzeugungsarbeit arbeiten. Song kommunizieren oder Songkommunikation oder Promo ist nichts anderes als Überzeugungsarbeit. So, ich spiele jetzt einfach mal den Konsument so in diesem Beispiel. Überzeug mich, wieso ich dir meine Zeit soll schenken, meine Musikhörer oder Musikfanzeit soll, wieso genau ich sie dir soll schenken. Und weil, wie jeder da aussen auch weiss, die da zuschauen oder das auch später werden sehen, ist Zeit etwas sehr Wertvolles im Leben. Und ohne das jetzt philosophisch zu machen, aber der Konsument wird wissen, wieso soll ich mir jetzt meine Zeit, also unbewusst wird er das wissen, vielleicht auch nicht einmal bewusst. Ich mache das jetzt halt in einer bewussten Natur. Ich möchte aber wissen, wieso dein Song soll geiler sein als ein anderer Song, und wieso ich deinen Song soll hören. Und bei jedem läuft das ein bisschen anders. Vielleicht habe ich dann von anderen 3 Kollegen oder Kolleginnen gehört, hey, der Song ist geil, los den mal. Vielleicht aber auch habe ich mit deiner Songkommunikation, darum hoffentlich sieht man mit dem Finger, wie er da auf das fixierte Thema tut. Vielleicht hat man aber auch mit deiner eigenen Künstlerkommunikation als Konsument mitbekommen, ey, der Song ist geil, ich poste das die ganze Zeit DJ Khaled-mäßig. So ein bisschen die Leute, die das die ganze Zeit promoten, ihre Songs. Und vielleicht werde ich wegen dem überzeugt. Oder es ist komplett zufällig, kann auch sein, dass ich einfach irgendwann eines Tages durch eine Playlist zum Beispiel auf den Song stossen tun. Darum meine ich auch mit diesen verschiedenen Werdegängen und dass jeder Song eine andere Route hat und einen anderen ja, Werdegang oder einen anderen Lauf, sozusagen, eine andere Entwicklung. Aber dass es immer wichtig ist, dass man versteht, in der Songkommunikation, das ist so die einzige Konstante, wo du als Künstler oder Künstlerin auch selber kannst beeinflussen in so einem Fall. Ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Sinn gemacht. Dort einfach abschliessend bei dieser zweiten Zielgruppe, bei diesem zweiten Kreis, ist es, wie gesagt, genau das Gleiche. Zuerst müssen wir identifizieren, was sind das überhaupt für Leute, wo sind die Leute. Wenn man herausgefunden hat, wo die Leute sind, ist wieder genau die gleichen Steps. Zuerst mal muss man sie informieren. Wie tut man sie informieren? Da kommen wir vielleicht später noch dazu mit Content, spezielle Content-Sachen. Informieren, die wissen nachher über den Song geschätzt, und erst nachher fängt der Konsum an. Und vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo sie anfangen zu konsumieren, werden sie auch Fan von dir und ein Follower oder eine Followerin. Und dann wiederum ist man bei dieser Diskussion, wie vorher in dem Analytics-Beispiel, okay, ist das jetzt ein Fan oder ein Musikhörer, der das nur einmal hört am Tag? Oder du wärst ja schon gut dran, wenn du jemanden dazu bringst, einmal den Track zu hören jeden Tag, so eine Person. Oder ist das einfach eine Person, die das einmal gelost hat und nachher den Song stehen lassen hat für 2 Monate? Und wenn man das halt nicht weiss und wenn man nicht weiss, auf welchem Stand man gerade ist, ein bisschen, oder sich das beobachtet, dann wird man halt immer ein bisschen so die Blockade haben und nicht wissen, wie man soll weiter kommunizieren. Genau. Dort in all dem, sage ich mal, ist der grösste Denkfehler, der passieren kann, oder was ich ganz oft höre. Und das höre ich wirklich von vielen Künstlern und Künstlerinnen, habe ich das Jahr oder das letzte Jahr entsprechend, oder die letzten Jahre auch oftmals gehört.
wenn man dann über Songkommunikation redet und man hat jetzt so Episoden wie die und ich sage, ja, man muss langfristig kommunizieren oder ich bin zumindest der Meinung, so, das ist jetzt meine bescheidene Meinung, dass man langfristig und oft sollte kommunizieren oder regelmäßig kommunizieren, hört man dann ganz oft von Künstlern und Künstlerinnen, ja, der Satz, wo ich wirklich, wo ich auch nicht mehr hören kann heute, wo mir aus den Ohren irgendwie rausläuft, ja, stresst man dann die Fans nicht so oder nervt man die Fans nicht, wenn ich regelmäßig meinen Song poste. Und es ist wirklich überraschend, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, oder gewisse Künstler und Künstlerinnen, die das dann werden anschauen, denken sich, ich habe den Satz irgendwann auch gedacht, selber, ohne dass ich jetzt da hell sehen kann oder in eure Köpfe schauen kann. Aber ich erwähne das auch, weil ich das so viel mal gehört habe, dass ich auch dort muss langsam das Gefühl haben, es ist irgendein Muster dahinter oder irgendeine Ausrede, wo sich ganz viele Künstler selber irgendwie verinnerlichen, dass du das irgendwie so auf eine komische Art kannst rechtfertigen mit dem Satz, ja, ich würde meine Fans nicht nerven, dass du wegen dem praktisch gar nicht kommunizierst oder wenn, dann nur sehr, sehr wenig. Und in so einem Moment, wenn man das jetzt würde denken oder annehmen, sage ich ja ganz oft, die Konsumenten, sehr einfaches Prinzip, die Konsumenten werden einem schon sagen, wenn sie das stressen. Mach nicht die Überlegung für den Konsument, weil der Fan, der Musikhörer, wird dir schon irgendwie aufzeigen mit einem Kommentar oder mit Feedback, wenn sie tatsächlich würde stressen, weil du zu viel oder zu oft kommunizieren. Weil in der Schweiz, sage ich jetzt mal, oder die Fälle, wo ich jetzt damit bekommen habe, ist jetzt eher das Umgekehrte der Fall, dass man sich das als Ausrede nimmt, um so ein bisschen Kommunikationsfaulheit zu haben, sage ich jetzt mal, weil man einfach ein bisschen zu bequem ist und seinen Track einfach nicht richtig kommunizieren oder regelmäßig wird kommunizieren. Wir gehen da jetzt nicht hure fest rein, an was das jetzt liegt, dass man dann aufhört nach 3-4 Posts. Ich gehe da, wie gesagt, eher von Beispielen aus, wo verstehen, dass, weil Streaming etwas Langfristiges ist, muss man entsprechend auch verstehen, dass eine Songkommunikation von dir auch mehrere Monate kann gehen, teilweise 2, 3, 4 Monate oder so lang, wie es halt braucht. Bei irgendwie grossen Welthits, wo ihr da draussen seht, kann es auch teilweise sein, dass eine Songkommunikation im Hintergrund für 6 bis 8 Monate andauert oder teilweise vielleicht noch länger. Und ich finde, dann soll das ein bisschen Inspiration geben, anstatt, dass man jetzt ein Negativbeispiel macht oder selber ein Negativbeispiel ist und 7 Posts macht, wie man irgendwo in einem geilen Restaurant ist und am Essen ist. Weil ich sehe, die Ironie auch von dem ist, oder lasst euch das ein bisschen eine Lektion sein, wo ich jetzt da draussen sehe. Ich sehe halt ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die lieber eben 7 Posts würden machen zu irgendeinem geilen Essen, irgendeinen huren Food-Blogger-Post sind sie am machen, anstatt dass sie 7 Posts machen zu ihrem eigenen Song-Release. Und ich sage das jetzt natürlich ein bisschen witzhaft, aber dort hinten steckt auch ein bisschen eine traurige Realität, dass irgendwie vielleicht ist dir peinlich oder du willst einfach deinen eigenen Song-Release nicht pushen, was halt nicht so viel Sinn macht. Es würde jetzt Sinn machen, wenn man aus ideologischen Gründen einfach sagt, hey, schau, man will halt nichts man will auch keine Streams generieren und man will auch nicht irgendwie erfolgreich sein oder so. Darum ist ja der Cola-Podcast eher so für Musik-Business da oder Leute, wo Musik ein bisschen kombinieren wollen bin da gerade ein bisschen abgelenkt gewesen mit Business. Aber eben, lasst euch das vielleicht einfach mal ein bisschen im Kopf gehen oder auf der Zunge zergehen, dass es ganz viele Leute gibt, wo völlig unnötige Story-Posts machen oder irgendwelche Feed-Posts, die nichts mit der Musik zu tun haben. Und ein schöner Nebeneffekt, sage ich jetzt mal, wenn man eher die Musik postet, ist, oder eher seine Song-Releases postet, in welcher Form auch immer, so, weil da wird es vielleicht noch andere Episoden dann irgendwann einmal geben, wie man dann kann etwas richtig posten oder die Art von der Kommunikation,
Leider sprengt das ein bisschen Zeit, wenn wir jetzt da noch in das reingehen. Aber der schöne Nebeneffekt von einer regelmäßigen oder von einer langen Songkommunikation, wenn man jetzt jemand ist, ein Künstler oder eine Künstlerin, wo regelmäßig und oft seinen eigenen Song promoten, der schöne Nebeneffekt von dem, müsst ihr euch auch vorstellen, ist, dass ihr auch tatsächlich Leute anzieht, Fans, die wegen eurer Musik dort sind und euch wegen eurer Musik folgen und nicht mega wegen der Person oder weil ihr gerade irgendwo in einem geilen Restaurant am Essen sind. Die Leute braucht es vielleicht auch, aber euer Job, denke ich mal, bei den meisten Leuten da draussen, wo das jetzt würde interessieren, Songs kommunizieren, als Musikschaffende, euer Job ist es eigentlich, dass die Leute sich wegen eurer Musik für euch interessieren und nicht in welchen TripAdvisor-Restaurants oder Hotels ihr gerade am Verkehren sind. Sage ich jetzt einfach mal, aus der Perspektive Musikschaffende. Dann ein weiteres Stichwort dort durch bei der Songkommunikation allgemein für die letzten 7 Minuten ist Repetition, 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 Repetition. Ich sage es gerne nochmal, Repetition. Wieso habe ich das jetzt so viel mal erwähnt? Weil das A und das O ist von einer guten Songkommunikation oder generell von einer guten Künstlerkommunikation, Repetition. Ja, mega vertiefen muss man das jetzt natürlich auch nicht. Ich habe jetzt ein paar Punkte einfach da mir noch aufgeschrieben, wo ich einfach will, jetzt können wir das ein bisschen hinterfragen und sagen, wieso jetzt, wie kommt das ich jetzt auf Repetition? Es hat einen Grund, müsst ihr euch vorstellen, wieso Radio so gut funktioniert, das Format Radio. Radios da draussen sind Könige und haben das Fach Repetition einfach gemeistert. Wegen dem hören die Leute Radio. Einfach so ein bisschen als Inspiration. So, wenn ihr jetzt wollt verstehen, wieso das Radioformat so erfolgreich ist historisch, und wieso so viele Leute da draussen immer noch Radio hören, weil die Leute, die Radioexperten, das perfektioniert haben, die Repetition haben die perfektioniert. Und ähnlich, und es gibt auch genug Studien dort, Musikstudien, die beweisen, dass wenn du einen Song genug viel Mal hörst, dass du irgendwann einmal auch geil findest. Und was heisst das jetzt für deine Songkommunikation? Oder wieso macht das dort Sinn? Weil, wie ich am Anfang schon ein bisschen gesagt habe, will das etwas regelmäßig soll sein und Songkommunikation etwas Langfristiges ist, müsst ihr einfach damit oder darauf einstellen generell, dass ihr mit dieser Repetition und mit dieser Routine und immer wieder den Song vorholen und promoten, in welcher Form auch immer, ob mit Musikvideo, ob ihr ein lustiges Video macht und im Hintergrund der Song läuft, was auch immer, irgendwelche Memes oder so, egal wie ihr das macht, nur mit der Repetition von der Songkommunikation werden sich Leute an euren Song dran gewöhnen. Und nur mit dieser Repetition wird sich auch eine Routine einbauen bei den Leuten, dass die überhaupt den Song geil werden finden. Natürlich gibt's da jetzt auch Fälle da draussen, wo so auf Anhieb denkst, okay, das ist ein geiler Track, ich höre den jetzt auf und ab. Aber für 98%, wie gesagt, von den Künstlern und Künstlerinnen da draussen gilt halt die Regeln meistens nicht. Und da muss man halt auch längerfristig überlegen, seinen Song zu kommunizieren. Von dem her dort, ich kann es nur noch mal wiederholen, Repetition, Repetition, Repetition. Und weil uns jetzt ein bisschen Zeit fehlt, zum mega da noch auf Beispiele eingehen, würde ich, bevor ich aufhöre, da noch auch zu dem Ganzen einfach noch schnell sagen, dass alles, was wir da jetzt besprochen haben, das ist natürlich ein Thema, wo wir auch noch für die nächsten 7 Stunden könnte besprechen. Müsst ihr euch vorstellen, dass ein wichtiger Grundsatz dort dahinter ist, dass man die Extrameile, sage ich einmal, oder die Songkommunikation-Übung, dass es sehr wichtig ist, dass ihr committed sind oder gewillt sind, das auch mit euren schlechten Songs zu machen. Also mit euren Trash-Songs. Weil was passiert ganz oft, ich sehe das ganz oft bei Künstlern, mit denen ich rede, oder die ich zuvor vielleicht schon beraten haben, oder mir ab und zu Fragen stellen, dass sie sagen, ja, von diesen 5 Tracks rauskommen, ja, weißt du, das habe ich das Gefühl, ist der Hit,
Und den behandle ich mega gut. Also für den gebe ich mir Mühe in der Songkommunikation. Und die anderen lass am Randstein, lass die einfach sitzen, wie irgendwie so ein Hund, der ausgesetzt worden ist. Und es ist halt wichtig, nur so steigt eure Songkommunikationsqualität, weil hinter dem Kommunizieren ist auch eine gewisse Qualität und eine gewisse Übung und eine Routine, wo man reinkommen muss. Und es ist halt wichtig, dass man das nicht nur mit seinen Lieblingstracks macht, sondern auch mit den Tracks, die vielleicht nicht für einen Favorites sind. Wieso sage ich das? Weil oftmals mit diesen trashigen Songs, oder ich nenne sie jetzt einfach mal trashig, mit diesen Songs, die einem vielleicht nicht so viel bedeuten, einem selber, dass man aus denen auch gewisse Lektionen kann rausziehen, wie die Leute auf das reagieren, wenn ich zum Beispiel die Songs kommuniziere. Und es ist mega schade, wenn ich das sehe bei Künstlern da draussen, dass die dann sagen, ja, tue ich mal den einen Track da, wenn ich dann frage, ey, der Track ist geil, was machst du mit dem Track? Dann sagen sie vielleicht, ja, der Track da, den tue ich so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Zu dem habe ich mir eigentlich gar nicht überlegt. Ich will da den anderen Track, das ist ein Hit, das ist eine Bombe, den tue ich mega krass kommunizieren. Es geht wirklich darum, dass ihr alle eure Songs, wo ihr releaset, egal ob ihr die geil findet oder nicht, natürlich werdet ihr wahrscheinlich nur die Songs releasen, die ihr geil findet, aber dass ihr auch die ein bisschen ungeileren Tracks, die nicht so favorite Tracks, dass ihr die auch mit dem gleichen Anspruch oder mit der gleichen Ambition auch kommunizieren. Weil man weiss nie, ob vielleicht der trashige Track oder der, wo man halt nicht so im Kopf hat, als, boah, das wird die Single, dass vielleicht der dann plötzlich zu oberst oben ist in den Analytics. Und der halt am meisten konsumiert wird. Aber auch vielleicht entsprechend am meisten kommuniziert wird. Darum, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Stunde gewesen. Für die da jetzt dann am Schluss schnell eingeschaltet haben, danke vielmals. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich gewesen oder hat ein bisschen Sinn gemacht für die Leute, die da live zugeschaut haben. Leider diesmal nicht so viel mit Chat heute, aber wir versuchen das beim nächsten Mal nachzuholen und das werdet ihr auch sehr bald auf dem YouTube-Channel sehen. Und ich weiss das zu schätzen, für die da mit Cola Podcast zuschauen damals. Und für sich selber die Übungen machen. Darum nehmt das ein bisschen als Inspiration. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen rausgehen und die geilsten Songkommunikationsstrategien ever jetzt machen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal oder auf dem YouTube-Channel unter Cola Podcast. Peace out.